Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Diese Beiträge haben wir für euch in der Sendung. Der Thomas Fritz ist Fasnächtler aus Überzeugung. Er gibt einen kleinen Einblick in sein Hobby, das seit gleich 40 Jahren einen grossen Stellenwert in seinem Leben hat. Und der Luca Henny bringt im Film «Ewige Liebe» die grössten Mundart-Hits auf die Schweizer Leinwände. Über ein Sommertheater ist der Thomas Fritz zur Berner Fasnacht gekommen. Das ist mittlerweile 39 Jahre her. Im Interview mit Patrick Schmid erzählt er, was für ihn die Faszination Fasnacht ausmacht und warum das für ihn die schönste Jahreszeit in Bern sei. Ich bin der Thomas Fritz, Familienname Fritz. Ich habe im Sommer 86 mit meiner damaligen Freundin eine Guckenmusik gegründet. Und wir sind dann mit dieser Gucke 87 zuerst mal die Berner Fasnacht. Und seitdem mit ein paar Hauperinnen, eigentlich bis mit letztes Jahr, haben wir mit dieser Guckenmusik Fasnacht gemacht. Jetzt heuer ist etwas anderes, aber es ist wieder Fasnacht und wir werden wieder voll 3 Tage in Bern dabei sein. Was fasziniert mich an der Fasnacht? Einerseits ist es für mich persönlich das Erlebnis, mit meinen Freunden zusammen Musik zu machen. Das ist ein zentrales Element. Das Zweite, sehr Wichtige ist, es ist ein Anlass, der sehr fröhlich, sehr bunt, sehr aufgestellt ist. Also man ist stundenlang unterwegs und natürlich ist man am Abend auch müde. Aber in diesen 3 Tagen da kommt man nicht mit extrem wenig Schlaf aus, einfach weil es so Spass macht. Seit dem 03 bin ich Kassier und damit im Vorstand des organisierenden Vereins. Und der organisierende Verein der ist wirklich das ganze Jahr dran. Mit der Guckenmusik ist es ein bisschen anders. Dort machen wir meistens nach der Fasnacht einen Rückblick und dann eine Pause bis im Sommer. Und dann so irgendwann auf die Herbstferien fangen wir dann wirklich an mit Proben. Wir haben bei uns in der Guckenmusik entweder ein Thema gewählt oder eine Farbe. Und dann hat jeder zu diesem Thema oder dieser Farbe sich ein Kostüm gebaut. Und die grosse Frage war jeweils am Donnerstag am Abend, wenn wir uns das erste Mal getroffen haben, wer hat was an. Einmal hatten wir Dschungel, da bin ich als riesig schwarz-weißen After hergekommen. Einmal war ich ein Drache mit einem riesigen Kopfschmuck drauf oben. Einmal war ich fast wie ein König, also ein dunkelroter Mantel mit einer Art Hermelin-Besatz vorab, und so eine Krone auf dem Kopf. Das ist eines von diesen Kostümen, die ich sehr, sehr gerne habe. Ich sage immer, ich gehe mit einem Freund, mit einer Freundin zusammen. Sucht nach etwas ganz Einfaches aus, für euch zu verkleiden und geht schauen. Geht schauen, was die Berner Fasnacht bietet. Und so ein Gespür bekommen, was gefällt mir an dem. Sind es Guckenmusiken, die mir gefallen? Ist es das Theater am Sonntagmorgen um 10 Uhr oder Schnitzelbank? Und wenn du mal herausgefunden hast, was dir passt, was dich fasziniert, dann kannst du dort ansaugen. Ich bin der Meinung, es hat für jeden, der sich auf das Virus einlassen will, weil es ist ein Virus, wenn es einmal gepackt hat, der bleibt es einem bis hinten raus. Wenn man sich auf das einlassen will, dann ist es fantastisch schön. Ab dieser Woche läuft in Schweizer Kinos der Musicalfilm «Ewige Liebe». Eine der Hauptrollen übernimmt der Luca Henny. Für ihn ist es der erste Auftritt in einer grossen Kinoproduktion. Wie viele träumen von der grossen Liebe? Und am Schluss stehen sie vor einem riesigen Scherbenhaufen. Ja, ich bin schon sehr nervös. Mein Filmdebüt steht kurz bevor. Hey, ich bin einfach gespannt, was die Leute dazu sagen. Jetzt lassen wir den Film einfach laufen. Ich bin froh, dass ich es machen durfte. Ein neues Abenteuer, das nehme ich immer dankend an. Ich habe gerne ein bisschen Abenteuer und mich auf neue Sachen einlassen. Das ist völlig meins. Wir kennen alle Luca, er singt, er tanzt, er ist ein riesiger Entertainer. Natürlich, ich denke, für ihn vor der Kamera zu spielen, das war ein großes Challenge. Und ich bin extrem glücklich und stolz auf seine Leistung im Film. Und natürlich, wenn er fängt an zu singen, dann, ich fange an zu weinen. Was ist da los? Kannst du schön hinten anstehen. Die ganzen Hits, die in dem Film vorkommen, die ich teilweise, weil ich so lange in Deutschland gelebt habe, gar nicht kennt habe.
Also ich glaube, ich habe so mindestens 3 ikonische Hits nicht gekannt und ich habe mich verliebt in die Songs. Auf dem Bänkli vor dem leeren Stall sagt sie zu mir: Es ist kein Zufall. Ich bin mit diesen Liedern aufgewachsen, oder die Lieder haben mich teilweise begleitet, nicht alle gleich stark, aber es hat schon solche darunter, die wichtige Lebensabschnitte von mir haben begleitet, und umso schöner ist es auch so, in die 90er Jahre zurückzureisen, eine Zeitreise zu machen, meine Teenagerjahre eigentlich, das ist toll. Ich will tanzen, aber ich wähle die Musik. Für die Liebe. Für die Liebe machen wir alles. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich heute an der Premiere sein von dem Lied, das ich vor 30 Jahren als 25-Jähriger geschrieben habe und mittlerweile so einen unglaublichen Weg hinter sich hat. Vom Jodellied über das Musical bis zu den grössten Schweizer Hits, jetzt noch im Film. Jetzt gibt es nicht mehr, was noch toppen kann. Wie viele Träume von der Große. Damit sind wir am Ende des heutigen Panorama. Mehr Informationen zu diesen und anderen Themen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erfahrt ihr bei den Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern an dem Mittwoch oben. Grau, nass und windig, so beschreibt sich wohl der heutige Mittwoch am besten. Windspitzen von über 100 km pro Stunde haben wir zum Beispiel auf dem Bantigo gemessen. Und an dem windigen Wetter wird sich auch am Donnerstag nicht viel ändern, denn auch morgen liegen wir in dieser ausprägten Westlage. Heute am Abend gibt es zuerst noch ein paar trockene Phasen. Dann breiten sich in der Nacht von Westen her aber wieder Niederschläge aus. Der Donnerstag der bringt dann wieder viele Wolken. Ein paar scheuche Aufhellungen sind höchstens mit dabei, aber sonst bleibt es wirklich stark bewölkt. Und es ist auch immer wieder nass. Die Schneefallgrenze die liegt bei etwa 1200 bis 1300 Meter. Temperaturen zum Tag im Oberland die liegen so um die 3 bis etwa 4 Grad. Im Mittelland haben wir es etwa 5 bis 7 Grad. Und am Nachmittag da ändert sich dann nicht viel. Es bleibt weiterhin trüb und nass. Temperaturen die klettern im Mittelland auf etwa 8 bis 9 Grad. Im Oberland auf etwa 6 bis 7 Grad. Die Schneefallgrenze bleibt weiterhin auf etwa 1200 bis 1300 Meter. Und der Südwest- bis Westwind ist auch morgen am Donnerstag im Mittelland und auf den Bergen immer noch ein Thema und bloß teils kräftig. Die Nullgrad-Grenze die liegt auf rund 1600 Meter. Es geht wechselhaft weiter. Am Freitag gibt es für einen Tag mal wieder mehr Sonne und trockenes Wetter bei rund etwa 10 Grad. Am Samstag erreicht uns dann eine Kaltfront. Es wird wieder deutlich kälter mit etwa 3 Grad. Zum Teil gibt es auch Schnee bis in tiefe Lagen. Am Sonntag dann ist es schon wieder vorbei. Es wird dann teils recht sonnig werden. Die Temperaturen die bleiben noch auf einem tiefen Niveau, steigen dann aber Anfangs Woche wieder an. Hier erreicht uns eine Warmfront. Das heisst, es wird dann zwar spurmilder, aber dann halt auch wieder nass werden. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.